Goedemorgen. Wie flattered war hier verjünt zu sein von der Morgens, die Botschaft zu bringen. Es ist wirklich ein guter, schöner Verreich, was Gott uns geben wird, dass wir haben, Gott sein Wort zu bringen auf den Weg. Und ich glaube, dass wenn wir einmal anfangen mit der Andacht, mit dem Gebet, und Gott anzuladen, dass er sich stark bewiesen wird, dass er uns Kraft geben wird, dann sein Wort zu predigen, nur sein Willen nur. Ich will noch einmal, wie ich anfange mit der Botschaft, was Gott diese Zeit übergeben, dass er mir Kraft geben, sein Wort zu predigen, nur sein Willen nur. Himmlischer Vater, wir sind hier für die von der Samaris, und ich bete, Herr, dass du die kraftig bewiesen von der Samaris durch diese Botschaft, die du mir gegeben hast. Ich bete, Herr, dass du mir mit den Heiligen Geist und mir Kraft geben, die Botschaft fertigbringen, nur den Willen, nur dass wir Kraft geben und Kraft sein und kraftig sein. Du nur, als du das geschickt hast, dass wir dort erreichen, wo du das geschickt hast. Magst du verherrlicht werden an alles, was wir hier von der Samaris tun, besonders durch diese Andacht hier von der Samaris. Amen. Je werden vielleicht gemerkt haben, die Botschaft, den Thema, was ich mir gewählt habe, als viermal als ich gepredigt habe, dann rede ich von Abraham, sein Glauben, was geprüft. Und das spielt sich so, und dort steckt so viel Bahn von Abraham, sein Leben, in der Botschaft, und er kann lange nicht alles von reden, was eine Wut sollen, von der Lektion, was der Bahn ist. So ich dachte, ich will ein bisschen wieder von der Samaris reden. So ich will mit dem Thema, das soll ja Abraham sein Glauben, was geprüft, der zweite Teil. So ich will, was Dinge, wo ich frisch erwähnen, holen, von was ich viermal deed, bloß haben unsere Gedanken abfrischen, von was wir viermal von reden deed, und dann von der Samaris von da wieder. Und ich dachte an den Schriftstelle von Römer 15, Vers 4, wo das sagt, dass was immer vorher geschrieben wird, wie geschrieben, dass wir dort lernen sollen, dass wir durch die Geduld den Trost in der Schrift wurden Hoffnung haben. Also alle Dinge, was wir in der Schrift geschrieben finden, was abgeschrieben sind auch von vorher, das ist alle in Wurm. Das ist nicht bloß, dass wir in der Bibel nachchecken und dann lesen dann zu denken, wir haben eine Geschichte hier. Und wenn wir mit der Meinung in der Schrift nachchecken und bloß haben sein, was da geschrieben ist, um eine Geschichte hören, das ist alles, was das dann wird sein. Dann wollen wir das nicht lernen. Aber wenn wir in der Schrift nachchecken und dort haben sein, was haben wir hier über das lernen, über diese Testimony lernen, dann wollen wir da was von lernen können und was wir können abnehmen in uns Leben. Und das wird auch die Schrift ist, die ganze Schrift, alles, was da ist, das ist für uns von dem Lernen. Das ist, was wir können was rausnehmen. Und mir freut das besonders die Testimony, das sind alles Testimonies, was wir lernen. Wenn ich lesen da von Abraham sein Leben, das ist ein sehr gutes Zeugnis von wo Gott einen durch arbeiten tut. Was er will lernen und was er uns will lernen dadurch. Dass wir lernen, dass er nun aus seinem Land rührt, er kriegt aus seinem Land rührt, als er alt wird, er wird 75 Jahre alt, in seine Früh auch, wird auch alt in ihre Jahren. Und dann kriegt Gott aus ihr Land rührt und aus ihrer Familie rührt, sie sollen da rührt gehen. Das 1. Moses 12, Vers 1 sagt, der Herr sagt zu Abraham, verlot dein Land, deine Lied und dein Futter sein Haus und go in das Land, was ich dir wiesen war. Also das wird steht, was er wurde entwiesen. Er sagt dann, wo er Antwort annehmen, aber er sagt, ich will ihn wiesen, wo ihr soll hingehen. Und so hat er das auch. Wir lesen ein bisschen von was Abraham sein Leben vorher war, von wo er rüberkommt, und von der Familie, wo er abgetragen wird, ein bisschen, da ist nicht viel beschrieben von wo er vorher war, aber das sagt in Jesua 44, dass Abraham sein Vater, das wird einer, was das andere Jahre tun. Und ich glaube, in den Einfluss, da wird er bannen, da wird er taub und da will Gott rüberraten. Und das wir viermal hören, das ist eine interessante Geschichte. Und Gott brachte ihn auch mit dem Land, wo er einfach hinhat, in das Land Kanaan, dass was er dann nur kommen schafft, wurden Lothar in den Jahren wurden Orven. Und bei dort hat Gott gesagt, wo sie sollen gehen, und dann nur wieder sieht Gott nicht die Er sieht nicht, wo sie da hingehen sollen, aber er brach ihn da, und bei dem Platz werden sie gekommen, und so weit haben sie von Gott gehört.
En dan zegt het, als zij je schwer, en dan komt er een arme tijd in dat land aan. Er wird eine Armut, da wird eine Hungersnot zu der Zeit in das Land Kanaan, und dann auf einmal dann, sie hat nicht von Gott wieder gehört, dann wählen sie sich, sie wollen wiedergehen von dort. Sie wollen nicht manchmal das sein, wo sie eine schwere Zeit haben. Dann fangen sie Dinge an, sich selbst zu planen. Wo sie das wollen tun, was sie wollen tun. Sie mögen ihre eigenen Plan. Sie hören nicht von Gott, dass sie sollen durch Fuß gehen in ein anderes Land angehen. Das ist eine Hungersnot, die wir. Das sagt in 1. Mose 12, Vers 10, sagt er, nu wieder eine schlimme Hungersnot im Land. Dat Abraham een stootje davon naar Ägypten ging. Also hij ging hier bis uit zijn ene wel nu. Hij wil weggeroepen van God door voet te gaan en dan naar Ägypten gaan. Maar dat is wat zij zich willen te doen. En daarin geeft dat is een grote, zware Falljung van. Wil zij ging op ihre ene Verständnis nu. Zij dachten, dit wird vielleicht wat zij willen doen, wat wird Gott zijn verehrt, maar ze hadden nicht von Gott gehört. Das ist, was so wichtig ist. Und ich will hauptsächlich von der, reden von der Folgen, von der Entscheidung, was die Menschen tatsächlich merken. Und das ist für uns von der und nach nochmal gleich so. Das sind Folgen auf der Entscheidung, was wir merken, entweder gut oder schlecht. Und besonders, wenn wir mit Gott sind wollen, rückgehen, da werden schlechte Folgen von kommen. Und so wieder mit Abraham. Du hast viel mehr geschrieben, sind noch viel mehr Details, was ich nicht nur gehen. Aber bloß, wenn wir bedenken, die Folgen, die dort kommen, wenn sie sich aber nicht Verständnis verloren. Solomon schreibt in Sprüche 3, Vers 4, verlot die auf den Herrn. Verlot ihn auf den Herrn mit den ganzen Hort und verlot ihn nicht auf den Verständnis, auf den Verstand. Also uns Verstand, wenn wir uns Verstand verloren, dann wollen wir uns anschmieren, weil wir denken anders, als Gott denkt. Gott hat einen ganz anderen Plan, als wir oft haben. Und so wieder mit Abraham. Er hat einen Plan, was sie dachten, was der Gott sein verehrt. Nicht, was Gott will haben, was sie sollen. Und dann fängt der Trouble da an. Als sie erst in einen Welt ging, und dann in die eine Dinge, was nicht in Gott sehen wollen wir, dann fängt der Trouble da an. Und das will hier, dass Abraham und Sarah ging nach Ägypten, und da hingen wir, es ist am Weg dahin, da in dem Fall Abraham das bei, dass meine Früh als eine sehr schmacke Früh, und wenn die Ägypter arbeiten sein, da wollen sich Arbeit nehmen, als das eine Früh. Und würden sie am vielleicht dort merken, dann sie eine Früh nehmen. Und so wieder durch. Und so dann bereden sie sich hingeweis, dass wir bis mit Leis abkommen, wir bis sein, das ist meine Schwester, da wollen die Ägypter mich Tag loten, da wollen sie mir im Leben loten. Und dann wird sie dann am sein Leben. So die Ägypter, die hatten, dass sie respekten, dass sie, wenn der eine Früh hat, dass sie die Früh nicht für nehmen, wenn der nach einem Mann hat. Aber wenn der Mann gestorben wird, dann wird sie frei zu nehmen verehrt. Und deswegen müssen sie sich ab, sie wollen legen sein, das ist meine Schwester. Da wollen sie am nicht dort merken und Sarah nehmen. Und so tun sie das dann auch. Und was Abraham der erste gesagt hat, dass das seine Schwester war, und der König, der nahm sich Sarah als eine Frau. Und wir sollten sagen, dass Abraham Sarah zu haben, um sein Leben zu raten. Und das sind sehr schwere Folgen, was davon kommt. Und dann ist, als es bitte kam, dass der König Sarah genommen hat, und Gott, der ihr dort nicht, kam Gott der Mank, und Leute eine sehr schwere Krankheit kommen, der Ägypter dadurch, das, was sie sich gewählt haben zu tun. Und dann ruft der König Abraham nur sich und er fragt, warum hast du das getan? Warum hast du das getan? Warum lügst du zu uns? Warum setzt du das wie deine Schwester, dass ich nehme das als früh? Nu kommen was Gott getan hat, da wir. Das wir eine Folge davon. Die kommt eine sehr schwere Krankheit, manchmal. Und der König wird sehr schlimm über ihn. Und sie haben da viel Wirtschaft gekriegt, dadurch, dass sie Sarah gegeben hatten. Und sie haben sogar eine Kirche gekriegt, eine Sklaverin, Hagar gekriegt. Und der König nahm alles hoch und schickte dann in das Land raus, der Fuß. Jetzt haben wir sehr unzufrieden mit ihnen. So sie mussten da sehr wohl sich verloten. Aber mit dort hatten sie sich Hagar mitgebracht, nach ihr Land, wo sie wohnten, angebracht und da wir in schwere Folgen da wären auch. So verschiedene Dinge passierten da, was da die Folgen wären von der Entscheidung, was sie merken dann. Und Gott hat ein Kind versprochen, er hat ein Sehen versprochen und das passiert gleich. So sie all sagen, sie haben ja von der Stunde nicht von Gott gehört und deswegen gingen sie sich, fangen sie an, ihre eine Verständnis zu verloren. Sie wählen sich Dinge zu tun,
nu en wel nu wat zij leven, wat ik beter wordt zijn verernt. En wil ze al alle worden deiden, zij worden al alle in een jaar, en God had het nog niet gezien, geschonken. Dan op eenmaal kwam ze met de enige dag aan. Sarah op eenmaal dan had zij niet gedaan. En wenn wir übergehen nu 1. Mose Kapitel 16, Vers 2, da sagt Sarah zu Abraham, und Sarah sagt zu Abraham, kijk mal, der Herr hat mich nicht lassen kennenlernen. Kijk nu meine Kirche, vielleicht kann ich dadurch auch kennenlernen. Und Abraham wird einverstanden mit Sarah. Also hier werden sie sich einig, das was sie wollen tun. Sarah baut ihre Kirche an, und Abraham wird einverstanden, und sagt, ja, das wollen wir tun. Dann wollen sie Gott uithalten. Dat zij worden een zegen kriegen, den sehen, wat God ihnen versprochen hat. Weil sie wissen nicht, was Gott wirklich in sein hat. Sie hat nicht in sehr starken Vertrauen auf Gott, doch wohl nicht. Und darum gingen sie mit dieser Idee vorwärts, dass Sarah wird ihre Kirche geben. Und so passiert es dann auch. Und dann wird das Hagar, die Kirche, die wird schwanger, en dat vond een grote trouble aan de weg. Dat zegt in Kapitel 16, Vers 4. Als Hagar dat wist dat zij zwanger was, keek zij rauf op ihre weetje. Wat je today tijd weer zo, wanneer we deiner in had, wenn deiner had, wenn zij schroeven hadden, mank end, zij hadden hoog respect voor ihre masters. En zo weer het ook hier met Hagar, zij had hoog respect voor ihre weetje, voor Sarah. Bid hier toe, nu weer respect daar voor haar. Da wir jetzt sehr hat so angenommen, sind Sarah ihr Platz hier in dieser Einheit. Sie wird schwanger geworden, hierdurch, und sie wisst, dass Sarah nicht Kinder haben, und nun erhofft sie sich je in Sarah. Sie können Abraham ein Kind geben, und kriegt sie rauf, deswegen nur Sarah. Und Sarah, die könnte nicht mehr brücken aus ihrer Kirche von da wieder. Das gibt bis eine schlimme Zeit, und das wird die Folgen von dort auch. En dat leven dat wordt slechter in de familie. En besonders tussen Abraham en Sarah in de Einheit. Dat heeft de zeer arru dat tussen. En wil ze bis raufkijken, denn Sarah sagt dat in Vers 5. Dan zegt Sarah zu Abraham, dit wat ik hier van deze lieden also van Hagar, lieden fällt ook op die. Ik laat die nemen en dan als zij zegt dat zij zwanger weer, kijkt zij rauf naar mij. Mocht der Herr den rechten, der hier schuldig ist. Ich habe hier, was hier passieren wird. Hier dürfen sich einer den anderen Schuld geben. Sie sagen, das, was hier passiert ist, das ist gleich sogar deine Schuld als meine Schuld. Die haben beide Schuld an. Und das wird auch, sie werden alle beide einverstanden mit das. Sie haben alle beide Schuld an. Und so ist es dann einmal erst, auch von der und Tag noch mit Menschen oftmals, von wie wir was getan haben, und was schwere Folgen bringen und gleich wie Finger beweisen, das ist deine Schuld, woran das ist. Wir wollen uns nicht das als die Schuld annehmen, dann wollen wir lieber den Nächsten die Schuld geben. Und dann kriegst du wieder hier mit Erdbeeren. Sie haben eine schlimme Zeit hier, das ging nicht gut, und sie probieren sich einer den anderen zu beschuldigen. Besonders Sarah sagt hier, das ist so gut, deine Schuld als meine Schuld. Aber dann sagt Abraham zu Sarah, das steht in Vers 6, und Abraham sagt zu Sarah, da ist deine Kirche, sei als deine Kirche, damit so als die dort reich sind. So har je de vier te doen en dan wat u was, zoals die Kirche. Dan moet Sarah dat leven schwor. Nu is zij de vrijheid gekregen hat van Abraham, ze kan doen met wat ze wil, ze moet dat leven zeer schwor. Zo schwor dat zij van wegrand. Hagar kon het ook niet langer verdrehen. Zij ran sogar weg van de familie. Ze kon het niet verdrehen, zo'n schwere tijd als Sarah gegeven deed. En dit ook, dat waren bloos de volgen van wat ze zich gewild hadden te doen. Nu in één Wellen gaan. En God zijn plan weer aber niet, dat ze dat deden. God had een ganz andere plan met al dit. God zijn plan weer dat zij willen durch Abraham en Sarah een volk maken. Er wordt een groter volk komen, maar dat hij wil durch Sarah en Abraham, niet durch Hagar, niet met somebody else too. Dan zegt Gott in Vers 16, sagt ich will segnen und ich will die unbedingt durch in Sehen geben. Ich will segnen und sie wird der Mutter von vielen Völkern sein. Da werden Königs von aufstehen.
Also ik heb hier, Gott zegt, ik waar durch Ar, durch Sarah, wo ich das falsch merken. Nicht durch eins eine andere Frau. Sie wird die Mutter sein von dieser Welt, ja. Und dann sagt das, in das Leben, was mir ab ihrem abfallend ist, wo Abraham nachher nicht ganz Gott leben wird. Das ist die Fabel auch hier in den Abraham, die konnte noch nicht ganz annehmen. Das sagt, dann knallt Abraham sich mit abgeirrt und lacht. Abraham lacht. Er weiß, wo er steht. Er war alt, er wird, er war 100 Jahre alt. Und dass er nu noch so Kinder haben, das lacht er an. Wenn er auch von Gott selbst kommt, Gott hat es versprochen, über am lachen zu werden. Sagt er knallt sich abgeirrt und er lacht. Er dachte, können Mann, der 100 Jahre alt ist, noch ein Futter werden? Soll Sarah, der 90 Jahre alt ist, noch ein Kind haben? Das wäre nicht möglich. Und das ist auch für Menschen zu sein, das ist nicht möglich. Nicht so leicht. Sondern passiert nicht so leicht. Aber doch, wir können sein, wo Gott sich voll stark erwiesen, wenn wir als Menschen ihr Dinge leben, was nicht möglich ist, dann leicht Gott zu kommen und sein, check mal, das ist möglich. Ich will Ihnen wiesen, was ich kann tun. Aber Abraham will noch nicht redet unternehmen. Sogar nur, dass Gott all gesagt hat, dass sie würden sehen haben, durch Sarah, wird Abraham noch nicht ganz redet unternehmen. Er sagt, wenn wir immer gehen nach 1. Mose Kapitel 17, Vers 18, sagt, und Abraham sagt zu Gott, wenn du doch Ishmael aus meiner Ohrkuss haben, Ishmael wieder sehen, was sie haben, was er heiten, der wird Ishmael, er sagt, wenn du doch Kuss Ishmael nehmen aus der Ohr, so er baut Gott noch was anderes an. Gott hat gesagt, dass Sarah wollte ihn sehen haben. Dann sagt Abraham noch weiter zu Gott, wenn du nicht Ishmael nehmen, dann habe ich ihn nicht all. Nee, wenn du arm kann nehmen. Warum will er nicht ganz redet unternehmen, was Gott versprochen hat. Will sagen, sie glauben, wir noch nicht ganz betrüben, wo Gott will haben. Und tippen, was Gott sagt. Sagt, und Gott sagt, nee, deine Frau Sarah wird ihn sehen haben. Deine Frau Sarah wird ihn sehen haben. Den sollst du Isaac nennen, ich habe sogar nun, was der Arm soll nennen, den sollst du Isaac nennen. Ich will mein Bund mit Arm merken, dass er ein ewiger Bund ist mit seinen Nachkommen zu Arm. Oder seine Nachkommen soll durch Isaac kommen, nicht durch Ishmael. Und dann passiert das Versprechen. Das kein bedeutet, dass Gott ein Segen, das wird ein Kind. Und sagt Kapitel 21, 1. Mose, sagt, dass der Herr vergott Sarah nicht. Er gab was er versprochen hat. Sagt, dann wird sie schwanger. Sie wird schwanger und gab Abraham in sein Ella einen Sehen. Sei am der Zeit, der Gott versprochen hat. So, ich habe hier nur Gott seine Zeit, passiert das alles. Klar, dass Gott versprochen hat. In sein Ella, in der Zeit, wo sie leben, was nicht möglich wird, dann kam Gott und hält sein Versprechen zu ihr. Und sie hat den Sehen. Dann sagte dann Abraham, nahm sie ihn sehen, den er und Sarah hatten, Isaac. Sagte und aus Isaac auch, der alt war, beschneit Abraham am, so es Gott am gesagt hat. Also hier in dieser alten Zeit, hatten sie noch einen Sehen. Abraham war 100 Jahre alt und als sie Sehen Isaac geboren wird, war er 100 Jahre alt. Und Sarah sagt, Gott hat mir Lachen gebracht. Vers 6 sagt, und Sarah sagt, Gott hat mir Lachen gebracht. Ich glaube, ohne wird zu sein, wo wir können sagen, er hat eine Freude gebracht. Sie hat hier eine Freude. Ich, als sie ein Kind hatten von ihrer Kirche, die hat keine Freude. Du willst keine Freude in der Familie. Aber nun sagt er, Gott hat mir Lachen gemerkt. Und dann sagt er, alle, was das hier denn, wollen mit mir lachen. Ich glaube, da sage ich hier, dass alle anderen, was das wollen hören, sie wollen sich mit freuen, mit ihr. Mit dieser großen Freude, was sie nu in der Familie haben. Und das sind die Unterfolgen davon. Von Gehorsam sind zu Gott, dann gibt es eine Freude. Und das ist, was hier passiert wird. Sie haben eine Freude, die kriegen, dass Gott hat gesehen in ihrer alten Zeit, in ihrer alten Jahren. Und wenn wir jetzt denken, dass einer kann sich denken, was da passiert wird in der Zeit, sie waren
Da wird eine fatal rumgegangen sein, Menschen wurden gesagt, an Abraham und Sarah hatten ein kleines Kind. Wir sagen, nee, Abraham und Sarah, der alte Lied, das ist ziemlich mählich. Da wurden sie dann wellig gewesen, hier ist uns sehen, Isaac. Was das für eine Freude gegeben hat, der fatal wird, da wird sie dann rumgegangen. Dass der Hand ein Kind. Ein Ding wird da sozusagen allmählich wie verehrt, dass wir hier mählich geworden, dass wir zu sein. Und sie fühlen sich wirklich gesegnet, dass Gott hat sein Versprechen gehauen und sie hatten ein Kind, was Abraham und Sarah hatten, zwischen ernt. Bis hier hatten sie noch keine Kinder gehabt. Sie hatten ein langes Leben, vielleicht sei nicht wundern, dass sie sich befreit hatten, aber sie hatten ein Leben durchgeführt, mit hier ohne Kinder, bloß sei Bad aus Lied, Abraham und Sarah, aber hatten keine Kinder. Nu hatten sie ein Kind, was sie allein hatten, und was das von großer Segen was gebracht haben in ihr Leben. Eine große Freude, was sie gekriegt haben dadurch. Und wir sagen mit hier, wo sie noch nicht ganz gehorsam wären, und Gott muss er auf verschiedene Städten bringen, wo er in Proben deit, und sie abgemessen haben. Sie haben auf verschiedene Städten, wo sie haben abgemessen erleben. Wo Gott die Gifte weg nach gleich ab mit dir. Gott hat einen Plan für Abraham, und er kam auch immer wieder nach Arm und wie geduldig mit Arm. Und er stellt Arm auf die Probe. Und besonders hier nu, als sie diese Freude haben, als sie einen Segen gekriegt haben, dann sagt er hier, nu fängt eine Probe, was abkommt, was Gott entgeben hat. In Kapitel 22, Vers 1 sagt, in der gewissen Zeit Lothar stellt Gott Abraham auf eine Probe. Also hier kommt noch eine Probe ab. Gott raubt am an und sagt Abraham, und Abraham sagt, hier sehe ich. Und Gott sagt, nimm mal den einzigen Sehen. Ich habe es hier morgen, er sagt, nimm mal den einzigen Sehen. Heute hat Ishmael, was er mit der anderen Frau hat, nicht sehen sehen. Er sagt, du hast bloß einen Sehen. Er sagt, nimm mal den einzigen Sehen, Isaac, den du Gott bist. Es hat immer wie hier morgen, dass er sagt, den du Gott bist. Er hat Leib für ihn. Nimm den mal und go in eine Gegend von Maria. Ich wollte dir einen gewissen Boy wiesen, und du sollst dort abgehen in ein Opfer von anmerken, aus einem Brandopfer. Wenn ihr hier denkt, und das Wort Gott hier früher und das verehrt. Erstlich mussten sie so lange lernen, dass sie ein Kind hatten, ein Sehen hatten, nur zu den hatten. Nu kommt Gott an mit einer Probe. Vielleicht der ganz große Probe, was hier mit hier gewasst ist. Also dessen Isaac, den du leben lässt, den einzigen Sehen, du hast bloß den einen. Nimm den mal, und dann sollst du den opfern für mich. Aus dem Brandopfer. Und hier, ich dachte bei mir, als ich das hier lesen würde, dass ich das immer studieren würde, dann dachte ich, da hier zwischen 1. Mose Kapitel 22, Vers 2 und 3, da soll vielleicht noch was Fashion geschrieben sein. Aber der ist nicht. Ich sage mir doch ein bisschen, wo wir als Menschen würden denken, aber sonst das, wir würden uns vielleicht streiten gegen Gott und sagen, Gott, das ist hier nicht möglich, was du noch Frauen das. Wo kostet die mindestens das Frauen? Das ist der Sehen, was du mir versprochen hast. Und nu was die haben, ich soll den Sehen, den einzigen Sehen, opfern aus dem Brandopfer. Wo kann das sein? Aber hier, nu wird Abraham aber durchgekommen, wo er Gott ein bisschen vertrauen hat, auch Dollar vertrauen hat, als er hier hat. Er wird gehorsam zu Gott. Das sagt Vers 3, tidig am nächsten Morgen, also der nächste Morgen, als er das gehört hat von Gott, stund Abraham ab und nahm Isaac und zwei von seinen Dienern und Sodel und Esel ab. Er spult das Halt für das Brandopfer und lädt los nur der Stadt ab Tau, der Gott ihm gesagt hat. Also hier wird er tidig zum Morgen. Er streitet sich gleich mit Gott eins wird, nicht was wie geschrieben fängt. Er sich gestritten hat mit dem, was er soll tun. Er stand tidig zum Morgen ab und möchte sich bereit für das. Nahm zwei von seinen Dienern und Sodel und Esel ab, und dann werden sie am Weg dahin, wo Gott Antwort wiesen. Wo er soll sein Sehen opfern aus dem Brandopfer. Sehr interessante die Geschichte, was wir hier lesen tun. Dann sagt das Vers 4, und den dritten Tag, als Abraham sich nach wahrer Raum kijkt, sah er von eng auf, der steht, wo er hin soll gehen.
Also ze hadden heel 3 dagen gereisd te voet. Dat weer al een hele tijd wat die voorbij gegaan weer. 3 dagen hadden ze gereisd en ze weer hebben op een weg doorgaan wo God hen zal wezen. En op eenmaal kikte zich op en zag daar en eng af. Dort wieder Platz, wat God wil gaan, wo hij zal gaan gaan met zijn zin en am opferen. En dan hielden ze er stil en zei Abraham te zijn duinen, blijft hier. En ik wou den ezel ook hier laten, maar ik en de jong worden nog wieder daar gaan gaan. En dan zegt hij hier, wanneer wir eerst Gott haben angebetet, en dan werden we das weer maken wat hij zei net, wanneer wir Gott is gaan angebetet, komen we 3 wat hier. Wat zegt hij hier? Hij heeft een geloven dat God heeft aan dessen zin gezien van de oorzaak en hij wordt wat anderes verzorgen voor dit. Aber hij heeft op God zijn wied, dat hij doorgaan wat hij zal doen. Aber hij zegt je te eind, je zal hier blijven, tot de deiner blijft hier, we worden gewoon God aanbeten, maar dan wordt wie, zegt hij, wie worden terugkomen. De jong was Abraham en Isaac. Hij zegt, dan wordt wie terugkomen. Wat probeert hij hier te zijn? Ik geloof, hij bezig toch zo, dat God wordt hem vielleicht vom dood opwaken. En dat wat allemaal er mocht passieren, hij wist dat niet. Maar hij ging im geloven. Ging hij in deed wat God van hem vreemd deed. Dan op eenmaal als hij aan weg gaan, ging hij weer, zegt hij, maar eenmaal zit Isaac te zien voor Abraham. Dad, zegt Abraham, wat zal zijn? Te zien. Zegt hij wist al zoveel dat van zijn afvalmerken, dan moest er halt zijn en vier zijn en dan moet een loom zijn dat ze broken doen voor het afval. En hier zegt Isaac op eenmaal, hij heeft gedacht en zegt hij, Dad, hebben we niet wat vergeten? Hier is nog wat missing. Wir haben halt hier und wir haben 4 hier, was wir brauchen, und haben 4 merken. Und das Maß, was wir brauchen. Sagt er, aber wo ist das Lamm, was wir dann brauchen, und Abfall? Wo ist das? Wo ist das Lamm? Wo das Braunabfall soll gebraucht werden. Und er sagt, sie sehen, Gott wird nur sein. Gott wird nur sein, der wird ein versorgen, was wir sollen am Braunabfall brauchen. Im Glauben, op den Glauben ging hij. En hij zegt, God wordt wat verzorgen dafür. En dan zegt het vers 9, als zij dan bij de stad kwamen, wo God aan gezegd had, biedt Abraham door een altaar en leed het halt daarboven terug. En dan zegt het hier, hij bunk zijn zin Isaac, zijn heng en zijn feithaup en leed hem door op het halt op. Wat wordt de zin gedacht aan? Wat heeft hij hier im zijn? En ook hier, ik dacht zo, we kunnen hier niet lezen, wo de jong geen aan is, wo de zin geen aanstreden dat ervaren dat. Hij spreekt wel eens over zijn dad, der brengt hem de beinthoop en de hengthoop en legt hem daar op vier op, op de halt op, rijdt hem en af van aan. Hier heeft hij al een geloven gekregen, wat hij bij hier niet had. Hier verleidt hij zich ganz op God. En sogar de zeen zit zo die, als welens, hij laat zich de heng en feit opbrengen, en laat zich op de halt opleiden, en Abraham is rijdt hem aan te offeren. En Abraham gelooft wat God zegt. En doorweg moet God hem gerecht. Daardoor hij hem geloven deed. Nu Römer 4 vers 3, nu zegt het de schrift zegt, en Abraham geloofd, en dort wordt hem als zijn gerechtigheid ongerekend. Niet voor de werken wat hij deed, alle dingen wat hij gedaan had, dort wordt hem gleich ongerekend als gerechtigheid. Wat hem ongerekend weer voor gerechtigheid als dat hij God geloven deed. Nu kwam hij bedoel, nu weer bedoel wo hij God geloven deed. En dort wordt hem ongerekend als gerechtigheid. En als Abraham dan is rijdt weer, dan zijn zeen schlachten, nu maar zit het Masa en wil hem door schlachten. Op der Halt. En als ich ganz betrügt sagt er in Kapitel 22, Vers 11, aber damit raubt den Herrn sein Engel vom Himmel. Der Engel kommt gerauf, der Engel kommt nicht rauf und sagt ihm, du nicht mehr, was du das. Er raubt von dem Himmel, raubt er rauf und sagt, Abraham, Abraham. Und Abraham sagt, ich sehe hier. Und der Engel sagt, hier ab. Du den Jungen nicht. Du den Jungen nicht. Hier ab, was du was tun. Hij zegt, nu weet ik dat u furcht hast voor God en aan gehorchen is. Nu weet ik, zegt hij.
Ich wisse das noch gleich. Ich spiele noch gleich bedeutet, dass er am können vertrauen. Weil sie dann nu weiter, dass du Furcht hast für Gott und arm angehorchen das. Du hältst nicht mal den einen sehen von mir. Das ist, was Gott will von arm. Und dann sagt er dann, dass Abraham abtekende Sache, du ein Bock und denkst du auf im Bosch Fuß. Der wird du Fuß für arm. Den hat Gott versorgt für arm. Der mit der Hähne Fuß in einem Bosch wir. Und Abraham ging und nahm den Bock und schlag dem für das Brandopfer in sein Sehen, seine steht. Kijk, dat hij eerst te zien zegt. Hij had hem geloven dat hij zei, God wordt al wat met doen. Hij wordt hier wat doen. Hij zegt aan hem, hij wordt dat lam verzorgen. En kijk, dat hij ja. Hier wird een bak, wordt de vast weer een bosch en God geeft hem dort zal hij dan broken en er steht zijn Sehen Isaac. Und sagt er, dann roept den Herrn sein Engel von Himmel noch einmal nach Abraham. Und seht, der Herr sagt, ich verspreche dir mit einem Eid, also mit einem Promise, ab mir selbst, willst du so gehandelt hast mit dem Prüfsteck, du hast nicht deinen einen Sehen holen. Also ich habe gelesen, da sagt er, das wird ein Prüfsteck. Gott will am proeven, als hij nu rijdt weer om te doen en zich ganz hand te geven, nu zien wel nu. Hij zegt, nu wil ik nog een promise maken met die. Op dit wat du gedaan hast, dat ik zijn kan, dat du hast niet mal den ene Sehen holen von mir. Hij zegt, ik wil ganz verstemd die mijn Sehen geven. En waar die nu komen, zoveel merken als de stieren zum Himmel zijn. En als de zon om meer is. Die nu komen, worden die Fiend ihre Staatspoten übernehmen. Und was wir weten, was da Lothar passieren deed, viele Jahre Lothar, als die Israeliten trainen das Land heim, da werden viele andere Einwohner, was da gekommen werden, was das Land haben angenommen, aber Gott gibt ihnen sich, dass sie können die Staatspoten übernehmen, was finden werden. Und das wird ein Versprechen, was Abraham hier merken deed, und das hält er. Und das wird sehen, was sprechen, das überernt. Und da heißt er, was haben wir hier nu von das Lehren? Das wir lesen da in Römer, dass alles, was da vorher geschrieben ist, das ist für uns von zu lernen. Das ist eine Lehre für uns zu nehmen. Und ich habe verschiedene Gedanken, das sind viele Dinge, was wir wollen vernehmen, aber ich denke mir, was was ich mir täten, was ich so dachte, was wir können lernen über das. Wenn wir Abraham sein Leben wird so betrachten, der Länghorchen, und studieren, dann haben wir viele Dinge hier sein. Wir können hier lernen, dass Gott muss Abraham aus sein altes Leben rausnehmen. Am Anfang. Er muss aus das alte Leben, wo er wo er sich sozusagen vielleicht versühlt hat in der Welt, in den weltlichen Dingen, was da angehen, was da passieren. Gott muss ihn da rausnehmen. Wenn er ihn da gehalten hat, dann würde er ihn vielleicht richtig gekriegt haben, da wo er ihn will. Da wird ein großer Einfluss von seinem Angehen da, wo die Menschen, wo er mit taub wird. Dass wir lesen, dass in Jesua schrift, dass Abraham sein Vater unter Jatta dein. Und wer weiß, dass nicht alle haben, was daran gewohnt haben. Deswegen will Gott an Abraham soll der Rüd kommen. Er will am Rüd bringen von dort Falsch, von dort Lifestyle, was wir. Und das ist, was Gott von uns auch noch haben will, von der und da. Er will uns Rüd bringen, von wo wir wären. Von uns altes Leben, von der Welt, wo wir uns angeschwingt haben und wo wir geinfluenced sind von beide Dingen, die die Welt unterbeiden hat. Er will uns die Rüd nehmen, einen Apport kriegen und er uns kann brücken und uns lehren. Das ist, was er Abraham deed. Und Jesus, der bet seine Jünger zu Gott auch in Johannes 17, Vers 15, sagt er, ich frage nicht dafür, dass du an aus dieser Welt nehmen sollst, aber dass du an für den Beisen bewahren sollst. Und so kann er uns von den Beisen bewahren, wenn er uns wegnehmen von den schlechten Einflüssen, wo wir unser Leben tun. Und nach zweitens, was wir können hier lernen, was von Geduld Gott wir haben. Was von Geduld Gott wir haben. So viel Mal, als Abraham und Sarah eine Weg gingen, die verschiedenen Dinge, was sie ehrenwach deuten. Und Gott, wir lesen noch nicht von, dass Gott einen beschuldigen deuten, die eine schwere Titel wegen. Das wären nicht Dinge, wo Gott nicht am wiss. Gott wiss, gleich, was er will machen, durchkommen mit Abraham, was er will am durchkriegen, wo er am will. Gott wird so geduldig mit ihm. Und so ist er mit uns auch von der. Wir können lernen, dass Gott ist geduldig und Gott ist mit uns auch geduldig. Wo viel Mal da wenig in uns Leben,
wo wir trekken und sagen, ja, dann habe ich al bara abgemacht. Ich will das nicht tun, aber dann habe ich al bara. Und Gott ist immer bereit, uns zu vergeben, uns bara trage zu helfen, trage zu wiesen, uns auf den rechten Platz anzubringen, wo er uns will haben. Das ist, was wir können lernen dort. Und Gott kann uns brücken, wenn wir auch oftmals onze ene Weg gehen doen. Und wir kijken terug, wir weten, wir haben al waar wat gedaan, was wir nicht wollen. Wir lesen in Römer Kapitel 12, was Gott von uns will. Er sagt, Brüder, weil Gott so viel Gnade und Mitleid und Jünd bewiesen hat, ermutigt Jünd, auch Jünden Körper Gott zu geben, als ein heilig Lebens, als ein heilig lebendes Opfer, dat Gott angenehm ist. Laat dat een jährlicher Gottesdienst sein. Das ist, was Gott von uns will haben. Er will haben, wir sollen unseren Körper angeben und wir sollen lebendes Opfer sein für ihn, dass er uns kann brücken. Nicht ein Tod. Er will haben, wir sollen ein lebendes Opfer sein für ihn. Als ein Gottesdienst für den Herrn. Und sagt er, auch stellt euch nicht so haben, als das eine Welt ist. Die sollen durch ihre nicht Gesinnung verändert werden. Dat je weten können, was Gott sein will, was gut und angenehm und vollkommen ist. So sagt Abraham auch, er muss sein Denken ganz verändern, ganz umändern. So sagt er, erst denken, die Gedeihen, die er haben, alles, dass wir nicht Gott sind, die Gedeihen. Er muss die ganz umändern. Und das ist, was Gott von uns auch will haben. Er will haben, wir sollen unsere Gedanken umändern. Ein anderes Denken kriegen. Horchen nach ihm, nach sein Wort und horchen nach seine Stimme. Durch den Heiligen Geist gelehrt worden, dat ons Verständnis kann angedreht werden. Und andere Gedanken kriegen. So viel können, weil wir uns Fleisch der Wellen lassen, und dann gehen wir nur, weil uns Fleisch will haben, was wir sollen tun. Das ist immer ein Kampf in uns Fleisch in den Heiligen Geist. Das ist immer ein Kampf. Paulus hier auch so steht, in Römer Kapitel 7, ich habe mir gelesen, was Paulus geschrieben hat von dem Kampf, was wir haben. Was er auch hat, er sagt, ich kann mich selbst nicht verstehen, sagt er. Ich kann mich selbst nicht verstehen. Weil ich doe nicht, was ich tun will, aber das Grot, das was mir jeden an ist. Das Gute, das ich tun möchte, tue ich nicht. Das Beise aber, das ich nicht tun möchte, tue ich. So er sagt hier, dass im Fleisch, da kriegt das jeden das, was ich will. Er sagt, ich will hier ein Gutes tun. Aber dann will ich anderen, ich will Schlechtes tun. Und das Schlechtes, was ich nicht will tun, das tue ich wieder. Das ist der Kampf, wo wir beim Leben tun. Das wird Römer 7, Vers 15 bis 19 sein wird. Und dann sagt er in Vers 25 hier in Römer 7, sagt, wer wird mir Elend gebracht, nannt er sich. Wer wird mir Elend gebracht von den toten Körper freimachen? Wo kann ich das? Ich hier kann rauskommen mit das. Weil das haben wir durch Jesus Christus seine Macht, durch den Heiligen Geist, kann er uns verändern. Und Paulus sagt hier in 2. Korinther 1, Vers 10, sagt er hat uns aus so einer Todesgefahr geraten, und wird uns auch weiterraten. Jo wie hopen darauf, dass er uns auch wiederraten wird. Das ist, was unsere Hoffnung ist. Und ich glaube, das ist auch, was unsere Hoffnung soll sein. Uns verloren auf Gott, er wird uns verändern und er wird uns Sieg geben, wenn wir auch hier im Fleisch leben tun. Aber wir wollen den Heiligen Geist Ruhm geben und der Macht geben in uns Leben, in alle Entscheidungen, die wir merken tun. Und das ist mein Wunsch und Verlangen, was wir alle wollen haben, dass wir wollen, dass unser Ziel wird sein, Gott zu ehren und nur Gott zu horchen. Nicht nur ans Verstand horchen. Willst du uns anschmieren, dann wollen wir den rechten Weg gehen. Kriegst du Abraham und Sarah deuten. Da wollen Folgen abkommen. Gott ist gnädig, er verjagt uns für die Dinge, die wir recht tun. Er ist ein gnädiger Gott. Aber weißt du was, die Folgen können wir nicht im Stich gehen, was darauf kommt, was davon kommt. So mein Wunsch und Gebet wird sein, dass wir uns verändern, dass wir aus der Welt uns rausbringen, wo der schlechte Einfluss ist, und dass wir apart gehen und horchen nach Gott und den uns verändern. Mein Vertrauen ist, dass das auch was dein Wunsch ist, für ihn selbst, auch, sogar für mich auch ist. Wir noch zum Schluss zu beten. Gott, himmlischer Vater, ich danke dir für die vielen Zeugnisse, die wir haben in dein Wort. Dass wir können darüber lesen und lernen, wo du verhandelt hast mit den Menschen für unsere Zeit,
Wenn wir lesen von so vielen Jahren Drehol, wo die hast Menschen gebrückt, und die Menschen, das sind fehlerhafte Menschen gewesen, und wir können lesen, wo die kalt gefallen sind, so oftmals, und wo geduldig du doch wirst zu den Menschen zu der Zeit. Und du sagst auch in den Wort, dass du bist noch immer derselbe Gott, als du dann wirst, du bist von der noch derselbe, und du wirst immer derselbe Gott bleiben. Und das reißt wir uns mit, dass du der Gott bist, was dann noch immer geduldig ist, und dass du willens bist, uns zu vergeben, wenn wir kalt fallen tun. Wir fingen uns selbst auch so oftmals, dass wir unsere eigenen Weg gehen tun, und wir beleidigen die, den Heiligen Geist dadurch. Gott, ich bitte, dass du uns vergeben, der Tiden, wo wir sind kalt gefallen. Ich danke dir, dass du ein geduldiger Gott bist mit uns, und dass du was uns lehren, dass du was uns leiden, und du was haben, dass wir uns ganz Hand geben, uns ein Leben jetzt Opfer für den Dienst, ein Dienst für die. Ich bitte, dass du das machst in uns arbeiten willst. Wir wollen, dass du bist der, was uns der Kraft der Macht geben wird. Wie ut uns selbst, wie können wir tun? Wir wollen uns anschmieren, wir wollen, dass wenn wir uns in das Fleisch verloten tun. Help uns, Gott, nur die zu kicken, und uns ab die zu verloten, und die zu vertrauen, was du gesagt hast, dass du das wirst tun. Die Verheißung, die du uns gegeben hast, der wirst du uns auch geben. Der wirst du vollbringen, und durch uns. Musst du diese Botschaft segnen zu uns, und ich bitte, dass wir wollen, was gelehrt haben, dass wir das nicht bloß wollen lesen aus einer Geschichte, aber dass wir wollen nur kicken, was ist das, wo wir von lernen sollen, aus dieser Geschichte. Wir danken dir dafür und für all die anderen Testimonies, die wir in diesem Wort haben. In diesem Namen beten wir mit Danksagung. Amen.